Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Thema Haut wird NLP sein. Für die Leute, die NLP nicht kennen, wird das natürlich froh sein, was das NLP. Für die Leute, die eine gewisse Ahnung haben, was NLP ist, die werden sich verwundern, für was ich gerade mit der Spiritualität in Verbindung setzen. Ganz einfach, ich fange mit der zweiten Frage ganz kurz an. Ganz einfach, ob meinem spirituellen Weg hat sich irgendwie die NLP dazu gesellt und das hat schon irgendwie einen extremen Grund gehabt und hat mir auch persönlich extrem weitergeholfen. Für die Leute, die den Ausdruck, also die Aufkürzung nach nie hören haben, beziehungsweise nicht so richtig ein Ding davon haben, eine Ahnung davon haben, probieren ich es kurz zu fassen, weil ich will auch nicht, ob das ganz großflächige Thema von der NLP angehen. NLP heißt neurolinguistische Programmierung an as und sich eine Sammlung von Techniken, wie kann lernen, anders zu denken, seinen Glaubenssatz zu ändern, seine Mustern zu ändern und eben auf der oder Weise anders mit Situationen am Leben können umzugehen. Denn die Differenz und die Nuance, die wir haben, das ist natürlich basiert auf der Psychologie. Mir war doch damals mein Kursleiter, den Hündin, gesagt hat, hin als Diplompsycholog, an hin immer gesagt, mir war Psychologie und sich als extrem theoretisch. Und dann NLP geht eigentlich all die Werkzeuge von überall hier, wie man das schaffen mit der Theorie. Und das ist etwas, was ich auch heute noch immer gesehen bei vielen Psychologen, das ist auch der Grund für was und sich, auch von der Haut von Psychotherapie schwätzen, ganz oft Psychanalyse viel bleibt. Das heißt, wir können engem Psych analysieren, wir können analysieren, wie ein Tick dafür warten so tickt, und dann lässt man eigentlich damit allein. Und das ist eigentlich das, wo NLP kann abgreifen. Ich mache noch ganz kurz eine Klammer, ob natürlich dem einen, dem anderen wird NLP auch am Negative begegnet sein, weil NLP zum Beispiel, besonders aus Amerika, kommt das dann irgendwie in die River für Autos zu verkaufen. Da sind NLP-Techniken, die gebraucht gehen. Aber das ist nicht, dass das Grundbasis war. Das ist Grundbasis war, Systeme zu sammeln, die funktionieren, für sie können anzusetzen. Und natürlich, egal wie man eine Idee kennt, zu denen immer irgendjemand, den nicht probiert wird auszunutzen oder für andere auszunutzen. Aber das war nicht so ein Aspekt davon, für die NLP zu machen. En plus, NLP war nie irgendwo die gesagt hat, wir erfahren Rad neu, wir lieber klar, das Rad das dringt, also holen wir das, dann holen nicht das Dreieck ist, also probiert für bei dem Wort Rad zu bleiben, einfach mal die Rundräder zusammen zu sammeln. Und die Sammlung, die dabei herauskommt, ist auch recht spannend. Mit das, was ich nach Ball ein Ticken mehr interessant fand, als was die Basis ist von der NLP. Und da gehe ich ganz kurz noch ein zurück zu der Drop zurück. Komm, wir probieren mal richtig. Und zwar, ich habe schon gesagt, dass ich irgendwie in der Hand komme, den Tarot zu gebrauchen, für sich selber besser kennenzulernen, für uns schaffen zu können. Und mir haben Techniken gefehlt, wie kann ich dann nur mit den Informationen aus dem Tarot mit einer Person oder mit mir selber schaffen, wie kann ich das am besten dem anderen rüberbringen, beziehungsweise wie kann ich den Terrain par rapport zu dem Klient am besten präparieren, für das wir eine gemeinsame Arbeit machen können. Wo ich dann doch schlussendlich und den Hündin geraten sind, an den hat NLP 4 gestaltet, war für mich klar, den ist es und das ist es, und das war genau das, was ich dann auch lehren wollte, aber was ich auch gemäht habe. Und an den nächsten Stunden von dem NLP-Practitioner, das heißt für den Practitioner und für den Master, ganz kurz Klammer, Franzosen haben einen dritten dazwischen, das nicht mehr Geld macht, es ging um sich zwei Module, also zwei Dinge, Practitioner und Master und alles was dazwischen, das wird nicht machen, sind das nicht mehr versuchen zu machen. Klammer und so. Das erste, was den du gelehrt hat, waren NLP-Vorannahmen. Und NLP-Vorannahmen ging eine Basis, wenn jemand sich selber mit den Techniken, mit einem Klient, mit anderen Leuten, mit seinen Mitmenschen am besten schaffen kann. Beziehungsweise, wenn du respektvoll mit denen umgeht. Und das probiert, wie soll ich sagen, das betrifft nicht nur den Punkt, dass es so, das sind der Coach mit seinem Klient oder den Therapeut mit seinem Patient. Das funktioniert auch, was ältere mit ihren Kindern betrifft.
Ich gebe gerne gesehen, was denke geschieht, von ihnen auf die Idee könnt, allein die NLP vorannehmen an der Schule anstatt von Religionsunterricht, Moralaik oder was für sich an einer ganzen Pädagogie anzusetzen. Die NLP vorannehmen, was da geschehen. Das könnte spannend gehen und da könnte Kanner auf jeden Fall mal ein ganz anderes Bild gehen, was Responsabilität wirklich bedeutet, ohne dass das so ein Schreckenswesen ist, sagen wir mal so. Für ein bisschen zu erklären, NLP, das sind keine Regeln per se, mehr ein bisschen am Sinn von, wenn der gerne einen respektvollen Umgang hat, dann gebraucht die als Kader. Punkt. Das heißt, das nicht viel zu tun, da musste da, guckt er die immer an, hält er die am Hinterkopf, hält er die als Kader, und da sei den auch, wo die Sachen schief laufen. Das heißt, wo ich den Master gemacht habe, an der Master muss ich an Supervisionen gehen, und ich immer die Situation mit dem Hund erlebt. Es wird ihnen von einer Situation erzählt, es wird ihnen erzählt, wo es nicht viel gegangen ist, wo ihn hängen geblieben ist, und ihn hat schlagmäßig ein einziger Satz, und der war, welche Vorannahme haben Sie außer Acht gelassen? An die Sätze kann ich heute noch anwenden, wenn irgendetwas nicht funktioniert, wie es soll. Und genau aus dem Grund fand ich die NLP-Vorannahmen auch so wichtig. Und das betrifft nicht nur Therapie, das betrifft nicht nur Coaching, das betrifft für mich zum Beispiel auch Sachen wie schaffe ich gut mit Tarotkarten, wie kann ich das an meine Spiritualität heranbringen. Für ein bisschen eine Idee zu gehen, weil es gehen viel, so haben wir so Graf gesehen, 20 Vorannahmen, ich hole die erste raus, für auch zu weisen, inwiefern die gar nicht so weit aus der Phase ist, was Spiritualität oder spirituelle Richtungen betrifft. Und zwar, das Landkarte ist nicht Gebiet. Was hast du mit gemeint? Das Gebiet ist eine Situation, und wir haben just ein Landkarte von der Situation, von dem Gebiet. Das ist als Meinung, als Point de vue, den geschult ist, den sich entwickelt wird, durch als Glaubenssatz, durch als Traumata, durch als Mustern, durch als Erziehung, bla bla bla, durch die ganz Filter. Das also immer um den Dingen, dass wir darauf angehen, dass wenn wir eine Situation erklären, dass es bewusst kann sein, dass das als Meinung davon ist. Das ist genauso wie in anderen Ländern eine Situation erklärt, dass man es immer noch bewusst sind, dass man just sein Point de vue davon gesehen. Und dabei ist es wichtig, den zu wertschätzen, am Sinn von, wenn ich eine Vue auf eine Situation habe, und den Gegenüber hat eine Vue auf die Situation, und ich bin mir bewusst, ich kann dem mein Landkarte erklären, an den erklärt man sein Landkarte, da kriege ich vielleicht Informationen über die Situation selber, also über das Gebiet selber, und hier genauso, und da können wir vielleicht zusammen als ein besser Landkarte schaffen, weil wir weiter Informationen hin über Point de vue, die wir vorher hatten. Am Sinn von, dem anderen Landkarte, dem anderen Point de vue, als nicht mehr oder mehr wert wie Eisen, und wir können die Sache respektvoll auf einen Hecht umgehen. Das, was ich spannend fand von den beiden, das, wo ich die Dinge gelauscht habe, also wohin die erklärt wird, die Doten an Oranerer, die sind mir ganz bekannt vorgekommen. Wenn sich hier mit den Kahuna-Prinzipien auseinandergesetzt wird, also die berühmten Prinzipien, die für Tuna-Schamanen da sind, worüber sie die Welt erklären an den eigenen Funktionament an der Welt, die wird feststellen, dass sie an den NLP-Vorannahmen rumfinden. Ich wiederhole, NLP hat nie gesagt, sie haben Draht neu erfunden. Aber Verein, irgendwo könnt ihr eigentlich der Hand das Verein, den sich eine Zeit lang mit Sachen befasst und Sachen beobachtet und sich seine eigene Schlussfolgerungen macht, könnt ihr irgendwo zu den selben Schlussfolgerungen, nämlich das Landkarte nicht Gebiet ist. Ob ich es so nennen oder wie an dem Kahuna-Prinzip, geht, weil also wie du sie gesagt hast, das ist immer dasselbe. Für was? Weil Leute, die mit derselben die der Hand gehen, mit derselben Offenheit und auch sich selber auf dieselbe Weise, also ein gesund Weise, mal hinterfragen und die Sachen mal kritisch betrachten, auch nicht bekritisierend, mehr kritisch betrachten, kommen zu den selben Schlussfolgerungen. Und NLP ist so auf dem Gebiet für mich eine absolute Basis. Du kennst so viele Sachen, du gibt eine Technik, ganz am meisten, wenn ich mir die angucke, verankern, und ich gucke mal an, wie an der Magie-Visualisation funktioniert, da gibt es keinen Unterschied.
Also insofern, also für mich habe es gewircht, was es so wie ein weiter Schicht drauf gelöst haben, wann es drin gegangen ist, so, okay, wie betrachtet man die Sache, was als Psych ist? Jeder hat natürlich seinen eigenen Point de vue. Ich sehe ein bisschen so. Wir haben groß Bewusstsein, das gibt an verschiedenen Kanälen gelegt, was dann als Seele ist, an den Teil von der Seele, den an unserem Körper ist, als Psych. Also sowieso, ob ich von Psyche schwätze oder schwätze von Seele, schwätze von Spirit, das ist und sich dasselbe Wort, just das eine aus dem Griechischen und das andere, das kommt aus dem Latein. Das heißt, du siehst schon den Unterschied minim, aber vielleicht ist es interessant, sich das ganz wirklich mal, ja, sich darauf zu fokussieren, dass das Gebiet mehr ist wie als Landkarten in dem Moment. An NLP ist für mich eine Methode mehr, für das Gebiet zu betrachten. Nicht nur das Landkarte oder als Filtern zu haben, vor, für das Gebiet besser können zu gucken. Für uns neu zu fokalisieren, für einen anderen Fokus zu kriegen, für uns zu reframen. Und so viel und so weiter. Und natürlich für auch daran zu schaffen, für das es als Psyche an unserem Weg hier auf der Welt auch gut geht. Weil wir mengen dem Teil leiden. Tja, das ist ein Glaubenssatz. Und da kann ich nicht mehr so ein Landkarte ist nicht Gebiet oder Ike. Die Welt ist so, wie du sie gesagt hast. Ich hoffe, das geht so kleine Dinge mit auf den Weg. Wie immer, wenn ihr Interesse daran habt, mehr darüber zu erfahren, schreibt mir, stellt mir Fragen. Ich kann nicht in der Kap gesehen, das heißt, ich weiß nicht unbedingt, wo das ist, was er wirklich braucht oder wo das so. Hey, da fehlt mir noch etwas. Ich werde wahrscheinlich noch des Öfteren auf NLP zurückkommen. Ich werde NLP an andere Sachen auflesen lassen. Der wird merken, dass es für mich ein Amalgam von dem Ganzen ist. Und ich kann nicht NLP rausholen, nicht Psychologie rausholen, nicht Spiritualität, Magie rausholen. Das ist eine Mischung von dem Ganzen, was das Bild mischt, was als Welt ist, was als Leben ist, was Leben über, also was über das körperliche Leben rausgeht, ist. Mir für mich gehört NLP definitiv mit dabei. Ich hoffe, der kann etwas dabei rausholen. So eine Schmerzi für das Nachlauschen an, wie an der Zwischenzeit gewinnt. Schönen Nachmittag, schönen Abend und gute Nacht.